Willkommen zum neuen Kids Online Himmelwärts Video. So gut habt ihr eingeschaltet, bist du dabei. Ich möchte euch von ganzem Herzen willkommen heißen zu einem weiteren genialen Programm. Einfach schon mal, dass wir es gesagt haben, am Schluss des Videos haben wir für euch, liebe Eltern, noch ein paar Tipps, wie ihr könnt glauben, daheim als Familie leben. Aber jetzt, zum Einsteigen, möchten wir gerade wie immer mit Lobpreis anfangen. Also steht euch schon mal auf, macht euch bereit. Wir wollen miteinander unseren König im Himmel, Jesus Christus, höchstpersönlich anbeten und ihn feiern. Let's go! Hey, und jetzt dann du gerade Micha vorsingen und wir dann alle miteinander ansingen. Sind ihr parat? Hey, so cool, wie wir jetzt gerade alle miteinander haben können Gott anbeten. Und ich tu doch jetzt gerade noch beten. Ja, himmlischer Vater, danke so vielmals, dürfen wir dich kennen. Danke, schenkst du uns all das, was wir brauchen. Wir wollen dir alle Ehre geben. Amen. Hey, und das wollen wir gerade mit dem nächsten Lied machen. Es heisst dir alle Ehre geben und wir wollen Gott alle Ehre geben. Darum steht doch noch mal auf, dass wir miteinander das Lied singen können. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre geben. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre
Ik ga overeenkomen dir alleen. Oh, en mir nicht moved, wie der Rüffet steht. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle hergeben. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle hergeben. Dit verreden wat in nicht den Stein lassen. Drum riefen nicht zu grad so laut ich kann. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Wat ich dienen und der wat dir alle ergeben. Dies verreden wat ich nicht den Steinen lassen. Drum riefen nicht zu dir ganz so laut ich kann. Hey, du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Cool, wie wir miteinander Gott haben können anbeten. Und jetzt darfst du es dir gerade gemütlich machen, auf dem Sofa, auf dem Bett, auf dem Boden, wo auch immer gerade du bist. Mach es dir gemütlich, tu dich einkuscheln, weil jetzt geht es weiter mit einer mega coolen Geschichte. In den letzten Videos habe ich euch immer wieder ein Ich Bin-Wort von Jesus erklärt. Das ist etwas, wo Jesus über sich selber sagt, wie er ist. Wenn ihr jemand Neues kennenlernen wollt, dann ist es am einfachsten, wenn die Person von sich selber erzählt, wie sie ist. Und genau das macht Jesus mit diesen sogenannten Ich Bin-Wort. Dort sagt Jesus, wie er ist und er vergleicht sich mit etwas. Und heute will ich euch ein weiteres Ich Bin-Wort erklären und ihr dürft gerade mit mir rätseln, was es echt ist. Das, was ich meine, ist etwas, das wir alle daheim haben. Und das, was ich meine, ist etwas, das ihr auch mehrmals am Tag durchlauft. Es kann zu sein oder es kann offen sein. Und wenn es zu ist, dann kann man es ganz einfach aufmachen. Und wenn es offen ist, kann man es ganz einfach wieder zumachen. Es trennt zwei Räume voneinander ab, zum Beispiel das Schlafzimmer und der Gang oder das Wohnzimmer und der Balkon.
Habt ihr schon herausgefunden, was ich meine? Ich lese euch gerade mal vor, was Jesus gesagt hat, was er ist. Und zwar hat Jesus in Johannes 10, Vers 9 gesagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und wird gute Weide finden. Jesus sagt da, er ist Tür. Um das etwas besser zu verstehen, wollen wir jetzt mal zusammen anschauen, was dann eine Tür so kann. Eine Tür, wie ich schon gesagt habe, tut ja zwei Räume voneinander trennen. Eine Tür ist ein Eingang zu etwas an. Zum Beispiel bei euch daheim habt ihr die Haustür. Das ist der Eingang zum Haus. Oder eine alte Kirche hat eine riesengroße Eingangstür. Eine Tür kann auch Sachen verstecken. Vielleicht habt ihr daheim einen Wandschrank, einen Putzschrank oder einen Kleiderschrank. Und das, was dahinter ist, ist versteckt. Und man sieht es erst, wenn man die Türen aufmacht. Eine Tür hat also ganz viele verschiedene Funktionen. Und um noch ein bisschen besser zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus Tür ist, stellt euch mal eine Burg vorstellen. Eine riesengroße Burg. Und diese Burg hat ein riesiges Tor. Früher, wo es Krieg hatte, war man in der Burg sicher vor dem Krieg. In der Burg war man geschützt. Aber man ist nur über einen Weg in die Burg hineingekommen, nämlich durch das grosse Tor. So, ihr tapferen Soldaten, jetzt ist der Moment. Jetzt sind ihr alle parat und wir greifen die Burg an. Du, hör mal auf die Nase grübeln, es ist jetzt so weit, jetzt greifen wir an. Aber wodurch greifen wir denn genau an? Was, wodurch gehen wir dann? Du musst jetzt nicht so viel überlegen, es ist einfach da, in die Burg drin. Ja, aber wie genau? Da hat es eine grosse Mauer, da ist eine Wand. Ist das denn nicht klar? Der einzige Weg in die Burg drin ist eigentlich durch die Türen. Okay. Wie wär's, wenn du jetzt mal klopfen? Vielleicht sind wir ganz lieb und lassen uns einfach so. Okay. Jetzt haben wir ja gesehen, dass man wirklich nur durchs Tor in die Burg hineinkommt. Und Jesus sagt, dass er die Türe ist. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn die Burg bei diesem Vergleich? Ich will euch nochmal eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar der David, das ist ein mega bekannter Mann aus der Bibel. Er hat ganz viele Psalmen, also Lieder geschrieben. Im Psalm 91, Vers 2 sagt der David Folgendes. Er schreibt, er sagt zum Herrn, du, also Gott, bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Der David schreibt also da, dass Gott für ihn wie eine Burg ist. Gott ist für ihn sein Zufluchtsort. Dort, wo er sicher ist, wo er geborgen ist, wo er Schutz hat. Gott ist für ihn wie eine Burg. Und jetzt haben wir ja vorher gehört, Jesus ist Tür und nur durch eine Tür kommt man in die Burg rein. Also, wenn Jesus Tür ist, nur durch Jesus kommt man in die Burg. Und Gott ist wie eine Burg, hat der David gesagt. Also nur durch Jesus kommt man zu Gott. Und das ist genau das, was Jesus da meint, wenn er sagt, er ist Tür. Nur durch Jesus kommen wir zu Gott. Es steht ja weiter, dass Jesus sagt, wenn jemand durch Jesus durchgeht, wird er gerettet werden. Und das ist ja genauso, wenn wir an Jesus glauben, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er gestorben ist für uns und wieder auferstanden ist. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir wissen, dass wir gerettet werden. Dann dürfen wir bei Gott in Sicherheit sein, bei Gott dürfen wir unseren Schutz haben und dürfen wissen, dass wir ewig mit Gott zusammenleben und gerettet sind, auch wenn wir mal sterben müssen. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, er ist Tür. Nur durch Jesus können wir zu Gott kommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wir können probieren, noch so gut zu sein und noch so gut leben und keinen Fehler machen. Aber die einzige Möglichkeit, um zu Gott zu kommen, ist nicht, wenn wir probieren, gut zu leben, sondern durch Jesus. Und so wie wir durch eine Tür durchgehen, müssen wir durch Jesus durchgehen. Das heisst, an Jesus glauben und dann können wir zu Gott kommen, wo unsere Burg ist und dürfen gerettet werden. Das bedeutet, dass Jesus die Tür ist. Die heutige Bastelidee ist auch gerade das Spiel, das ihr nachher machen könnt. Für das braucht ihr zuerst ein A4-Blatt. Da habe ich ein blaues genommen, aber ihr könnt auch ein weißes nehmen, das ihr nachher noch verzieren könnt. Das A4-Blatt müsst ihr zuerst einmal so falten, dass ihr mit einer Ecke an die lange Kante geht.
und dass es dann da einen schönen Spitz gibt. Dann könnt ihr es zusammenfalten und das, was jetzt überschüssig ist, könnt ihr abschneiden. Jetzt habt ihr ein Dreieck und ihr könnt so vor euch anlegen, dass die Seite, die offen ist, gegen oben schaut. Jetzt könnt ihr die eine Ecke nehmen und könnt dann hier an die gegenüberliegende Kante tun und wieder schön festdrücken. Und mit dem anderen Ecke könnt ihr genau das Gleiche machen. Wieder an die gegenüberliegende Kante legen und schauen, dass es schön gefaltet ist. Jetzt haben wir noch die zwei kleinen Dreiecke hier oben. Und zwar könnt ihr die ganz einfach so runterfalten. Dann könnt ihr es umdrehen und das zweite Dreieck runterfalten. Und jetzt haben wir nämlich schon das Becherchen, das wir nachher brauchen. Jetzt könnt ihr hier unten in der Mitte ein kleines Loch machen. Am besten geht das mit einer Nadel. Und dann könnt ihr eine Schnur oder einen Faden nehmen und ihr könnt den unterschiedlich lang machen. Je länger ihr es macht, desto schwieriger wird nachher das Spiel sein. Den Faden könnt ihr dann durch das Loch, das da unten im Becherchen ist, durchfädeln. Und nachher könnt ihr hier oben Knöpfe reinmachen. Ich habe 3 Knöpfe gemacht. Je nachdem wie gross das Loch ist, müsst ihr ein bisschen mehr Knöpfe machen, dass die Schnur auch sicher gut ist. Dann könnt ihr sie fertig durchziehen und da unten könnt ihr am Faden diese Perlen anmachen. Und jetzt ist das Spiel auch schon fertig gebastelt und ich zeige euch gerade, wie das funktioniert. Viel Spass dabei! Jetzt, wo wir fertig sind mit Basteln, zeige ich euch, wie wir das Spiel spielen können. Und zwar geht es darum, die Perle, die hier unten am Faden ist, hier in das Becherchen hineinzubekommen. Ich zeige euch gerade mal, wie das geht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Oh, jetzt habe ich leider nicht drauf. Ich probiere es gerade nochmal. So, jetzt ist die Perle drin. Jetzt könnt ihr das gegeneinander spielen. Zum Beispiel kann jeder 5-mal probieren, wer öfters trifft. Oder ihr könnt auch den Faden unterschiedlich lang machen. Je länger das er ist, desto schwieriger ist es, zum Perlen ins Becherchen zu treffen. Und dann könnt ihr schauen, wer von euch besser trifft. Ich wünsche euch viel Spass dabei. Hey, und jetzt, liebe Kinder, ist das Video für euch schon fertig. Viel Spass beim Basteln und beim Spielen. Und für die Eltern geht es jetzt gerade noch weiter mit ein paar Tipps und praktischen Anwendungen von Micha. Ich wünsche euch eine mega gute Woche und bis bald. Macht's gut. Hey liebe Eltern, einmal mehr darf ich ein paar Sätze an euch richten. Ich hoffe, ihr habt das Video geniessen, eure Kinder mit euren Kindern zusammen. Ja, die Videos haben wirklich den Sinn und den Zweck, um euch als Familie, besonders eure Kinder, zu unterstützen und zu helfen, im Glauben zu wachsen und Jesus lieb zu haben. Ich hoffe, Sie haben Spass gehabt während dem Programm. Ich hoffe, Sie haben etwas verstanden, über wer Jesus genau ist. Und das ist der Elterntipp für heute. Simple Frage. Tönt doch mal, die Serie heisst ja «Ich bin». Es geht darum, wer Jesus alles ist, die «Ich bin»-Sätze von Jesus. Tönt mal die simple Frage stellen euch einem Kind, wer ist Jesus für dich? Und dann schaut mal, wo euch das herbringt, was die Frage auslöst. Und von dort her gibt es Möglichkeiten, um mit euren Kindern das zu machen. Schaut doch die Videos mit euren Kindern zusammen. Tönt das aktiv mitmachen, weil Kinder kopieren einfach alles. Und wenn ihr voll dabei seid, dann sind auch eure Kinder voll dabei. Das ist der Elterntipp von heute. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Wir haben nächste Woche geniale Sachen vorbereitet für euch. Nicht verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.